So, guten Abend zusammen. Wir starten heute nochmal in ein kleines Dark Souls 1 Training. Ähm, also, ich habe mir überlegt, ich mache so eine Art, ähm, ja, Generalprobe in Anführungszeichen. Also ich will jetzt nur so ein bisschen die Taktik testen. Gerade so im Anfangsgebiet, mit dem Aufleveln, André umbringe und so weiter und so fort. Das ist aber jetzt keine Generalprobe in der Art, dass ich, quasi dann beim nächsten Mal den Run mache, sondern das ist jetzt einfach nur so erster, ja, nennen wir es mal, Taktiktest. So, wie nennen wir uns? Taktiktest. Ja, Ender. Geschlecht. Männlich. Klasse. Bandit haben wir gesagt. Gabe. Generalschlüssel. Figur, machen wir normal, egal, Gesicht. Alles klar, lassen wir. Kahl rasiert, schwarz, alles gut. Annehmen. Ja. Ich glaube, das passt erstmal. So, dann bin ich mal gespannt, wie das klappt. Also ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe hier die Notizen nebenher auf. Und dann schauen wir mal weiter. So, was habe ich jetzt hier alles am Start? Hi, gut. Die Memo. Ja, es sind zwar nicht viel Seele, aber wir nehmen die alle mit. Mir dürfen kein Tröpfchen an Seele verschwende hier. Kommen wir jetzt schon in den Innenhof? Nee, nicht woanders, oder? Doch. Gut. Wir können uns zwar schon mal hinhocken, aber hier gibt es ja nichts zu holen und zu machen. Von daher... gehen wir wieder weiter. So, hier machen wir The Forrest Gump. Nächstes Leuchtfeuer. Also hier in dem Anfangsgebiet dürfte eigentlich so insgesamt nicht wirklich was passieren. Super lachen. Dim, zack. Sehr gut. Ich mir da vorne die Axt, ja, ne, oder? Ah, geil. Jetzt gibt's auf die Nuss. Ja, dann. Der ist so weit abgehauen.
Hört man mich eigentlich noch? Stimmt, oder? So. Hier gab es glaube ich ein Item, aber da sind wir von unten nicht drankommen oder irgendwie so ähnlich. Genau. Und hier hinten war aber so glaube ich nichts. So, jetzt denke man natürlich dran, Shortcut aufmachen. Also brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Aber sicher ist sicher. Babbel dich zu Tode. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt wieder abmitteln oder wie war das, ne? Was ist das jetzt? Ja, gut. Nun ist der von uns gegangen. So, hier war das, wo die um die Ecke hier quasi angeflitzt komme. Und jetzt haben wir wieder der Filzekobemeister, der Robin Hood quasi. Apropos Robin Hood. Ich habe bei YouTube sowas geguckt. Ach, das ist doch scheiße. Ich habe bei YouTube sowas geguckt. Ich glaube, der Kanal heißt Serienflash oder so ähnlich. Und er hat so gemacht, die besten 25 Serien der letzten 20 Jahre oder irgendwie sowas in der Richtung. Und da hat er vorgeschlagen, verschiedene Serien. Und eine davon war Benji heißt die. Irgendwie Big Town, Small Town oder sowas in der Richtung. Und da geht es quasi um einen Gangster, der aus dem Knast entlassen wird und bekommt dann mit, wie der Sheriff umgebracht wird und nimmt dann die Identität von dem Sheriff an. Und wie komme ich da jetzt drauf? Der heißt Lucas Hood, also der Sheriff hat so gehießen. Ja. Und also was ich damit nur sagen wollte, die Serie, die ist eigentlich ganz geil, die kann man sich ruhig mal angucken. Finde ich. So. Nicht mehr wenig. Easy. Easy peasy. Aber jetzt nur, wartend nur. Dort oben war doch noch das Item, wo es die Treppe runter ging. Wie bekommen wir dann das Item eigentlich? Vielleicht bekommt man das erst später. Also man kommt ja später nochmal hier in dieses Gebiet. Kann natürlich sein, dass man das Item erst dann bekommt. Samemo ausgeschlossen wäre es nicht. Dum, dum, dum. Können wir schon aufsteigen?
tatsächlich geil. Ach, jetzt aktuell kommen wir ja so noch ganz gut klar. Warte, was brauchen wir? Stärke 16 und Beweglichkeit 12. Stärke 16 und Beweglichkeit 12. Dann machen wir das nur so, weil die Gegner eigentlich... Du kommst jetzt meines Erachtens aktuell erstmal keine Gegner, die in irgendeiner Form mir Probleme bereiten sollte. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt gehen wir da unten noch so ein paar Seele-Dinge sehr innen sammeln. Ich weiß gar nicht mehr, die Stärke 16, die habe ich gleich irgendwie fürs Dracheschwert gebraucht oder so, ne? Das ist ein bisschen problematisch insofern. Ja, wir gehen jetzt erstmal Seele sammeln, klar. Die 20 Öckel pro Typi, die bringen uns jetzt hier noch ein bisschen was. Wenn wir später nochmal in das Gebiet kommen, dann brauchen wir die 20 Dinger auch nicht mehr. Wenn man ehrlich ist. Und wenn diese Show jetzt hier nicht wäre, dann tun wir sie abschlachten, fertig. Gut, hin hockt noch einer mit seiner roten Glitzeräugelchen. So, und hier unten war meines Erachtens noch irgendwo auch noch so ein Item, also so Seelepäckchen, das man eben sammeln kann. Ah, der Panzerbrecher brauchen wir natürlich nicht, aber jetzt haben wir ihn halt. Jetzt müssen wir hier kurz den Blick schweifen. Weil hier gibt es jetzt so tatsächlich oh ja, hier ist noch eigene Wanderflug, brauchen wir noch nicht. So weiter traue ich mich jetzt erstmal nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe hier jetzt in nahe, also in unmittelbarer Distanz auch kein Item mehr. Und jetzt gehen wir hier hoch. Kennen wir mit dem General-Schlüssel, glaube ich. Ah, jo, das ist ja der Generalschlüssel. Der General. So, jetzt war quasi die Idee, beziehungsweise mein Gedankengang, dass wir so nicht drin gehen, sondern zu dem Drache gehen. Und bei dem Drache können wir ja Items einsammeln. Da gucke ich gleich mal in die Notizen von mir rein. Da habe ich bestimmt was dazu geschrieben. Und Treppe runter. Treppen runter und dort alle Seelenpäckchen holen. Treppe runter, ja, die Treppe runter sind wir ja gar nicht, da waren doch gar nicht viel. Ja. Auf der abgewandten Seite gibt es ein Kriegenseelerpäckchen. Schleiche machen wir so. Dann machen wir mal die Angsthase-Version und schleiche uns zu Tode. Also hoffentlich nicht, aber wir dürfen halt nicht so nah an den Rand.
Also in die links hier. So, dazwischen dürfen wir nicht, aber so an dem vorbei müsste eigentlich gehen. Und jetzt können wir quasi wieder zurückschlagen. Weil ich glaube, zwischen dem sei Beige dürfen wir nicht, dann wacht der Klapp hoch. Jetzt machen wir das wieder. Aber schön vorsichtig, damit wir nicht den Abgang machen. Ach, guck mal, da hinten ist noch ein Item. Geil. Das hat man beim Rausgehen tatsächlich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob hier hinten auch noch was ist. Aber nicht finde. Da ist nur potenzieller Tod im Anmarsch, wenn man nämlich die Klippe runterfällt. Was bei meinem Skill-Level auch nicht ausgeschlossen wäre. Jetzt habe ich mir extra was zum Trinken rausgestellt und habe es natürlich nicht mitgenommen. Das muss ich gleich holen gehen. Als kleine Vorwarnung. So. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ach doch, hier hinten in der Ecke hat Seelepäckchen gelegen, ne? So hinten in der Ecke. Aber das war jetzt natürlich auch nicht der Rede wert, würde ich mal behaupten. Hier geht's weiter. Aufzug rauf! So, während wir da hochfahren, gehe ich mir jetzt mal Getränk holen. So. Ich muss hier schon gucken, dass die, warte mal, Asylum Demon haben wir ja gemacht. Haben wir ja schon 5 Punkte. Geil. Ich muss aufpassen, dass die Sprudelflasche hier korrekt steht. Ich habe das ja schon mal erzählt. Mir ist hier mal aus Versehen ein, Desperados über meine MacBook-Tastatur geflossen. War eine teure Angelegenheit, ich sag's wie es ist. Glücklicherweise habe und hatte ich eine Elektronikversicherung, die dann das meiste bezahlt hat, aber das war schon, naja, ein bisschen blöd. Ich sag's wie es ist, ich hätte keine drauf verzichten. Ich hätte keine drauf verzichten. Menschlichkeit, dadum. Welche was? Gehen wir an. Benutzen. Die benutzen wir einfach alle. Und dann gehen wir jetzt hier Auskühlung umkehren. Dann werden wir mal menschlich, dass man irgendwie so abgehalftert aussieht, wie so Magersuchti. Punkt 1 und Punkt 2, wir entfachen jetzt nettes Leuchtfeuer. So, hier gab es an der einen oder anderen Stelle ja auch noch irgendwelche Truhe und Items. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr so genau wo, aber hier Brandbombe können wir immer gebrauchen. Und dann gehen wir runter, würde ich sagen, zu den Skelette. War hier noch was? Nee, ne? Du gingst nur hoch zum Aufzug, oder? Ah doch, guck, hier kommt man noch hoch. Ja, das ist so mit dem Rüberspringen und Kram, das heben wir uns mal noch ein bisschen auf.
Weil wir haben ja mit unserer aktuellen Energieleiste nicht so viel Fehlertoleranz am Start. Also wenn wir doof irgendwie verkacke und dann sind wir halt auch ganz schnell tot. Und segnen das sei zeitlich schon. Also nicht mal was. Ich glaube, da können wir dann auch runterfallen, ne? Das sind ja alles immer so Sachen, die ich auch gerne mal ausprobieren würde, aber jetzt vielleicht nicht in so einem No-Death Run. So, jetzt machen wir das erste Blänge. Ich würde sagen, wir holen zuerst hier links hin in der Ecke das Item. Und dann rennen wir schnell wie der Wind wieder zurück. Das ist aber... ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist zu dem aktuellen Zeitpunkt, wenn ich ehrlich bin. Machen wir hier den Rundgang. Kommen die mir jetzt wirklich nachgelaufen bis zum bitteren Ende. Jo, ne? Das sieht fast so aus. Sind wir schnell genug? Ah, jo, sind wir schnell genug. Geil. So, jetzt müsste die ja eigentlich wieder resettet sein. Jetzt machen wir quasi genau das gleiche noch mit dem nächsten Item, das jetzt ein bisschen weiter weg liegt. Das wird natürlich jetzt immer gefährlicher. Aber ey, no risk, no fun. Also dort runter geht es ja auch noch, so, um Items zu holen, ne? Gehen wir da Luft in die Ecke. Ah, da kommen sie, jawohl. Ich bin mir nicht so sicher, ob die auch hier runtergesprungen kommen oder ob die dann den Weg quasi regulär wieder zurückgehen, ne? Jetzt habe ich gar keine Acht drauf gehabt, was ich dort für Item eingesammelt habe. Was sagt denn meine Notiz eigentlich? Wo hat man denn noch mal das Zweihänder bekommen und so? Da braucht man aber, glaube ich, mehr Stärke dafür dann, ne? Weil die 16 Stärke war ja fürs Dracheschwert. Habe Bezirk der Untoten. Das hatte ich mir doch irgendwo aufgeschrieben, wie man da dran komme. Hier steht zwar Zweihänder aufleveln, aber nicht, wo ich das scheiß Ding gesammelt habe. Da habe ich aber wieder nicht gut Notizen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Naja, gut. Wir gehen nochmal da runter. Ich meine, das hätte man dort unten irgendwo geholt, aber ich weiß halt nicht mehr, wo dort unten, wenn ich ehrlich bin. Ja, so gut, dass wir die Geschichte hier noch mal machen jetzt. Dass wir dann noch mal rekapitulieren können. So, jetzt passen wir auf. Sieht man das nicht irgendwie vielleicht von hier oben? Dort hinten am Baum scheint ja nichts mehr zu sein, ne? An irgendeinem Baum war noch was. Bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, wenn ich ehrlich bin. Wir rennen mal hier durch. Nein! Der ist mir zu groß! Schiss! So ist es, Zweihänder. Jetzt rennen wir quasi den Weg hier zurück.
Gehen hier hoch. Also das Zweihänder haben wir ja schon, Mo. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin hier eigentlich ein bisschen greedy und hätte gern die anderen Items auch noch. Aber ich weiß halt nicht so genau, für was man die gebrauchen kann. Also was das für Items sind. Also sind das Seele, ist das irgendwie Rüstung, ne? Für Seele könnten wir drüber nachdenken, für Rüstung eher nicht. So, ich würde sagen, das reicht jetzt, Mo. So, nein! Wie lege ich das nochmal ab? F, ne? So, ich wollte mal gucken, der Zweihänder, was der für Statistik hat. Also Stärke 24. Naja gut, das dauert noch ein bisschen. Aber eigentlich mit der Axt kommt man jetzt am Anfang auch schon relativ weit, muss man sagen. So. So, den. Ah jo, da oben der Pyromane. Kabusch. Geil. Bevor ich unten das Item hole, wäre es mir ganz recht, wenn man da oben den Feuerteufel ein bisschen bändigen könnt. Bevor wir den bändigen, tun wir mit dem hier kaputt hauen. Der kann Shadow vorkommen. Ah jo, geil. Tschüss. So, was geht mit dir ab? Dich tue ich jetzt Moschee nicht anvisiere. So, jetzt kennen wir. Tschüss. Brandböhmchen, geil. So, dann gehen wir da runter das Item holen. Nur um festzustellen, dass wir es nicht gebrauchen können, aber ist egal. Ich habe halt immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein paar Seelen sind. Jawohl, geil. So, dann geht's da oben weiter. Ach guck mal, da hinten ist noch ein Item, geil. Gehen wir davon aus, dass die Rat jetzt erstmal nicht hier rausgeht. Die muss uns hier zuerst mal sehen. Das kann die hier so normal gar nicht. Auch wieder so. Ach guck mal, das ist noch ein Item. Items über Items. Also, das Seelepatcher ist am geilsten aktuell. Bin ich ganz ehrlich. So, und dort hinten die Tür, das ist glaube ich eine Shortcut, die bekommen wir von der Seite nicht auf, obwohl ich so den Generalschlüssel habe, aber so General ist der gar nicht, also er macht tatsächlich nicht alles auf. Gibt ja dem Namen Generalschlüssel irgendwie so komischer Vibe, wenn der eigentlich gar nicht alles aufschließt, aber naja gut, was will ich machen. Das müsste einfach Zusatzseele geben, wenn man die so backsteppt. Oder wenn man die parried. So, du wärst mir ganz recht, wenn der hierher kommt. Nee, jetzt, jo, der hat die Brandbombe am Start, ne? Könnte schon irgendwie ein bisschen näher kommen, wenn ich ehrlich bin. So, ich wollte nämlich nicht, dass mir der hier irgendwie in die Parade fährt. Noch Brandbombe, das scheint hier schon irgendwie so Hinweis zu sein, dass Brandbombe demnächst gebraucht wäre, ne? So, jetzt gucken wir mal, was ich hier aufgeschrieben habe, wie es weitergeht. Und zwar war jetzt die Frage, ob wir zuerst hier lang gehen oder nicht. Steg mit Feuerbomben. Wow, 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 wow. Wo kommt der her? Ja, man könnte uns doch schon durcharbeiten, ne?
So. Ah, jo, ne, das war's schon. Das war's schon. Ey, ich kenn so Kotze. Warum haut der dann gegen, welche? Gehe die Mauer, dass der runterfällt. Aber dass dann dass er dann so haut, dass er dann auf einmal quasi links von dem steht, dass der hinter dem rauskommt. Also so dumm kann man doch gar nicht sein. Jetzt mal ernsthaft. Ich verstehe auch nicht, warum mein Mikrofon manchmal so, ja, übersteuert ist das ja eigentlich nicht, aber so irgendwie schon so ein bisschen, ne? Also das Problem ist jetzt halt so ein bisschen, da sind mir quasi jetzt die Rune, die ich zu viel habe, um dort wirklich ein richtiger Test zu machen, ne? Ist dann die Frage, ob die Anzahl der Rune jetzt quasi so ein Problem sind. Wo kam dann jetzt eben eigentlich der andere her? Du war doch irgendwie schon die zwei umgebrungen, dann ist von hinten noch mal einer angehupst gekommen. Komm, den anderen lassen wir dort. Jetzt gehen wir dort nochmal runter. Da müssen wir jetzt tatsächlich dann aufpassen beim eigentlichen Ran. Das ist hier kein Problem. Ich kann hier warten, bis sie hochkommen, ne? Kann ich hier machen. Aber irgendwie so Item gab es. Achso, da müssen wir ja dafür am Lagerfeuer sind zum Entfachen, ne? Okay. Mhm. Hängt da jetzt noch irgendwo einer in der Weltschicht rum? Nee, ne? So, jetzt sind wir hier oben. Das hinne war aber, glaube ich, nur Armbrust, ne?
Also theoretisch, ne, Menschlichkeit, ja, das ist doch ganz gut. Theoretisch könnte man sich das halt eigentlich auch sparen. Aber es ist halt ganz geil, um noch ein paar Rune, also Seele abzufarmen, ne? Also das ist halt das Ding. Die paar Seele, die es so mehr gibt, das sind halt die mir haben wollen, ne? Oh ja, stimmt, so war noch was. So, wie war denn das? Der Anne, der ist schon, okay. So sieht es hier aus. So war aber jetzt erstmal okay, gehe ich ne? Bullshit, ne, brauchen wir halt nicht. Ich würde jetzt erstmal über den Kollege auf den Weg räumen. Und dann hier ohne weitermachen. Bevor ich weitergehe. Hier ist schön viel Platz, so können sie doch herkommen. Das wird hier wohl machbar sein. Welche eben so geil geklappt mit dem noch Pfanne und dann zu treten. Und dann eben, als ich es machen wollte, natürlich nicht, als der Anne vor mir gestanden hat. Schade, falsch Knipsche gedrückt. So. Jetzt tun wir zuerst hin mit denen. Nicht, dass man nur irgendwie nicht an eine denke oder so. So, jetzt gehen wir da unten zu dem Kollege. So, bei dem Händler wollen wir kaufen. Gegenstand kaufen. Anwesenschlüssel. Das Ding bräuchte man halt. Habe ich das aufgeschrieben? Ach, das Ding kriegen wir aber, glaube ich, auch wenn wir eine umbringen, ne? Keule, Speer, Kurzbogen, bla. Pfeile wollen wir haben. 100 Stück. Jetzt ist aber nur ein bisschen die Frage, zum Beispiel den Kurzbogen. Kauft man den jetzt? Ja, und Kurzbogen. 2000 Seele sind gebraucht. So. Thank you kindly. Gone mad, have you? I'll teach you, you me. Anwesenheitsschlüssel oder Anwesenschlüssel uns Utigardana, hier damit. Das ist
der ist aber der böse Fall jetzt, ne? So. Und jetzt gab es dort oben irgendwo die Armbrust, glaube ich. Die Wurfmesser. So, jetzt konnte man aber dorthin rennen und runterspringen. Stark. So, jetzt kann man hier hoch und hier runter. Aber da unten gab es jetzt erstmal nichts. Aber hier oben gab es genau die Leichtarmbrust. Jetzt könnte man sich eigentlich hier runterfallen lassen, ne? Und hier müsste ja schon alles aus dem Weg geräumt sein. So, und dann tun wir mal hier das Leuchtfeuer-Dingense. Jetzt gehen wir hier rein und jetzt wird gepoppt. 10.000 oder was das ist. Noch nur 1000. Achthundert. Ja, komm, auf dem Weg zum Antrieb werden wir noch genug Kram finden. Jetzt können wir hier mal die Aushöhlung umkehren und uns nochmal menschlich machen. Und aufsteigen. Da machen wir nämlich hier 12 Beweglichkeit. Und 17 Vitalität. So, und jetzt rüsten wir hier aus. Einmal Kurzbogen und einmal 100 Standardpfeile. Ach, shit. Jo, da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Die gehen jetzt wieder alle gar wie vorne, ey. So halb läuft's nicht. Der wird hier unten bleiben, ne? Der kommt ja da hochgelaufen. So, das war's jetzt aber, ne? Die anderen, die bleiben jetzt erstmal unten und träumen sich zu Tode. Die Eck kann der öfter schmeißen. Sieht der mehr aus wie der andere. Jetzt tun wir den irgendwo nacheinander hier ein bisschen Luft schaffen in dem Raum. Dass wir nicht so umzingelt werden. Jetzt müssten wir ja oben, der einer ist noch da, ne?
Treppe wäre halt geil. Gut. Jetzt sind aber noch rechts einer und links kommt nämlich auch noch einer. Guck du, links steht er. Jetzt zieh ich nicht grad. Doch, ich hab gedacht, der wird noch was fallen lassen, hat er nicht. Gut. Jetzt mit dem Anwesenschlüssel kann man nichts hier aufmachen. Dann lassen wir es. Brandbomben, noch Brandbomben. Brandbomben haben wir jetzt langsam genug. So, den hätten wir schon mal. Hier ist auch noch einer, meine ich. Ich fände es ganz cool, wenn er hier reinkäme. Hat er Item geschützt? Nö. Langweilig. So. So war da noch schwarze Brandbombe, ne? Ja, geil. Können wir alles gebrauchen. Können wir alles gebrauchen. Ja, Leute. Alles können wir gebrauchen. Dun, 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 dun. 3 ist natürlich schon auch viel, ne? Jetzt mal auf! So, dann kann man hier oben noch 2, 3 Items einsammeln gehen. Die Flitzbogenmeister haben wir ja, glaube ich, alle da aus dem Weg geräumt. So, dann gehen wir da wieder hinunter. Zack. So, hier das können wir, glaube ich, aufmachen. Ah, hierfür brauchen wir den Anwesenschlüssel. Sehr gut. Und was wir hier jetzt bekommen, ist jo, glaube ich, das Blitzpulver, oder wie es heißt. Goldharz, genau. Warte mal, wie gehen wir nur weiter? Ah, hier links um die Ecke. Ah jo, kann du gerade jetzt... Genau, komm du her. So, wie war denn das? Da oben war, glaube ich, so Flitzebogen-Typ, ne? Da war jetzt kein Black Knight. Sehr gut. So rechts. Ah, sehr gut, da kommt schon einer hochgeschlappt. Einer hätte gereicht, aber hopp. Mehr muss es leider nur, wie es kommt. So, jetzt nehmen wir nochmal Trangelchen. Ein Trangelchen. Jetzt ist die Frage. Machen wir jetzt schon den Black Knight? Hat natürlich jetzt einen Haufen Schade gemacht. Weiß mir gar nicht, wohin mit dem viele Schade.
Warum kann ich denn jetzt nicht backsteppen? Das Backsteppen ist mir auch viel lieber als das Parry. Geil. Schwarzritter Großschwert. Könnte man ja eigentlich schon hier Black Knight Schwert. Zack. Schon haben wir ja nur 3 Punkte mehr. So, war hier unten noch irgendwelche Items? Wie waren das? Blauer Tränenring. Kann der was? Das ist bestimmt wieder so Magierotz. Blau ist hier immer irgendwie Magie. Grün ist hier eher so Richtung Ausdauer. Ja gut. Sagen wir mal so, schade tut's jetzt erstmal nicht, ne? Ach so, stopp. So war ja was. Irgendwelche was? Du kannst das noch mal rumnehmen. Vor lauter Schreck hat er Pfeil im Auge. Uns fast losgeschickt. Kennen wir nix. Du spielst mehr wie Angst hast. Der Generalschlüssel. Geil. Und du ohne hupst wer rum? Der Havelinho. Der Havelinho. Das war knapp. Ja. Was waren das jetzt wieder für komische Aktion? Und er gesehen, wie der sich wieder so vorhin zurückgeklitscht hat jetzt. Den müssen wir ja später machen. Also ich würde sagen, machen wir zuerst den Bossgegner. Wie habe ich nicht das hier aufgeschrieben? Knight hochziehen und Parry. Hochziehen. Wechseln. Taurus, Dem und Habe.
Ja, ich habe eigentlich auch da stehen, dass ich die erste Taurus-Dämon machen soll. Das wäre auch cleverer gewesen, wenn man ehrlich ist. Das wäre auch cleverer gewesen. Du hast Sado angerüstet. Ja, du ist dann einfach der Habel noch, sagen wir mal, wenn du dann 14 Konditionen hast, und dann zieht das nicht so viel ab, wenn er dich nur trifft, ne? Das ist dann halt schon ein enormer Vorteil, muss man sagen. Ajo. Kommt der dann jetzt her? Jo, ich muss den da oben machen, nicht, dass der mir durch den Himmel was ins Greifen haut. Ja, es ist halt, es verfälscht jetzt halt die ganze Geschichte. Ja, die müssen wir halt dann nochmal machen. Wir machen die erste Taurus-Dämon. Und danach wird erst Black Knight, also der Habel gemacht. Dann können wir nämlich schön noch ein bisschen aufleveln. Also zumindest nur noch ein bisschen in Kondition. Vielleicht auch noch ein bisschen was in Vitalität und oder Stärke, dass wir da auch noch ein bisschen mehr. Stopp. Machen wir das jetzt schon? Hat das gereicht? Jetzt hat's gereicht. Du ist mir dann halt schon so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, so ein bisschen,
eingekeilt in der Ecke, ne? Das ist schon auch nicht so geil, wenn man mal ehrlich ist. Wo ging denn jetzt eigentlich hin? Ah, hier sind wir schon quasi an der Brücke, ganz klar. Und dort kann man doch dann, meine ich, den Shortcut freischalten, ne? Ah jo, von hier aus. Ich bin hier. Ist da meine Maus? Ich bin über alle Schandtaten bereit. Nein, hä, was? Ich hab doch eben schon mal Ja gesagt. Kann man hier das irgendwie aufmachen? Nee, verschlossen. Jetzt kam doch irgendwie der Drache, oder nicht? Ne, hier lang geht's nicht. Wo ist dann die Abkürzung? Ah, hier lang wahrscheinlich, ne? So, gehen wir jetzt die Treppe hoch, ne? So, aufsteigen. Kondition 14, das ist eigentlich das, was man hier gefragt hat. Vitalität 16, Stärke 16, Beweglichkeit 12. Eigentlich haben wir alles gehabt, was man jetzt eigentlich auch so geplant und gewollt hätte, ne? Das ist komisch. Das ist komisch. Gehen wir da lang, dann müssen wir nämlich die ganzen Gegner machen. Im eigentlichen No Death Run wäre es vielleicht auch besser, wenn wir dann nochmal hier den Weg zurückgehen. Dann können wir quasi die Gegner nochmal machen und können dann sagen, nee, das war ja jetzt kein Farming. Wir haben ja die Gegner da gemacht, ne? Knapp war es schon immer wieder. Ja, wenn wir den anderen Weg da nämlich gehen, dann haben wir auch hier so ein bisschen die Problematik nicht, dass der uns vielleicht vom Feuer erwischt. Ich habe beim Havel aber, glaube ich, auch ein bisschen die falsche Taktik genommen. Also ja, ich habe hier versucht, nur zu backsteppen. Aber ich glaube, ich hätte müssen mehr warten, weil ich bin halt so ein bisschen... warte mal. Wo kommt der jetzt her? Wo will der herkommen? Hier, ah ja. Also, ich bin hier so die ganze Zeit um drum herum gelaufen, aber dann hat er so beim Schlag quasi sich immer mitgedreht. Vielleicht muss man da eher ein bisschen warten, bis er also der Habe geht mir gerade echt auf den Sack. Ich finde das aber auch gerade ganz komisch alles. Wie er dann da immer so
Ähm, nee, doch. Ah, doch, das war der Weg. Ja, genau das meine ich. Ich weiß auch nicht, Eber hat mich das Feuer nämlich nicht getroffen. Also, was ich sagen wollte. Warte mal. Ich muss, glaube ich, auch früher runterspringen, weil ich habe da immer die Schiss, dass er mich trotzdem dann erwischt mit seiner Keule. Weil, ne, wenn ich jetzt quasi... Noch eins, ne? So, ich muss hier vielleicht runterspringen, ein bisschen Schade in Kauf nehmen, dass er, wenn er zuhaut, mich quasi dann nicht erwischt. Oder ich zumindest keinen Schiss habe, dass er mich erwischt. Ich weiß nicht, das sind halt alle so Sollbruchstelle, die sind eigentlich normalerweise so gar kein Problem. Aber wenn du dann einmal das verkackst, dann bist du halt auch direkt tot. Das ist halt auch immer so die Geschichte, ne? Vielleicht darf ich auch nicht so viel nur Pfanne drücken, sondern wirklich nur seitlich mehr. Aber ich muss ein bisschen nur Pfanne drücken, sonst läuft der nämlich hier nur links, rechts und nicht um mich drumherum. Habe ich gerade festgestellt. Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Wenn ich nicht hinterher komme bei dem Schlag hier, ja, und dann darf ich nicht versuchen, nochmal drauf zu hauen, dann muss ich zurück, weil und zuerst, also wenn er mich trifft, oder sagen wir so, wenn er mich trifft, muss ich wirklich warten, bis mein grün Leist wieder komplett voll ist, bevor ich irgendwas mache. Weil sonst, wenn er mich dann nochmal trifft, dann bin ich nämlich im Arsch. So wie jetzt, ne? Okay, und jetzt? Ja, was war das denn jetzt schon wieder? Ey, das kotzt mich echt an gerade. Also das muss ich jetzt erstmal aufschreiben. Schild raus und blocken. Wenn vorbeigehauen, Backstep. Warten bis grüne Leiste wieder voll.
Also irgendwie so Netzwerkverbindungen, das kann jo Apple irgendwie nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Was der hier gerade für Probleme hat, an Ladezeit quasi, wenn ich hier in meinem Word-Dokument was ändern will, also schlimm war das vorher nie, Backstep so, wenn getroffen, warten bis grüne Leiste wieder voll. Es ist doch nicht normal. Was hat er dann für Probleme jetzt? So. Also, dass mich der Habeldo jetzt so fickt, hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten natürlich auch mal gucken, ob wir uns nicht vielleicht doch zuerst, das wäre jetzt kein Problem, wir holen uns zuerst das Dracheschwert. Wir holen uns zuerst das Dracheschwert. Dann machen wir ja wenigstens ein bisschen mehr Schade. Vielleicht bringt das dann schon was. Ich muss einfach immer warten, bis er wieder dahin ist. Alles andere hat bewährt. Wie oft haben wir jetzt getroffen? Wahrscheinlich so 4 Mal. 20 Pfeile brauchen wir. 20, 25. Also irgendwie ist das Timing und alles halt komplett für den Arsch. Ich hoffe, wenn wir den wirklichen Nordest Run machen, läuft die Geschichte nicht so komisch ab alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er manchmal auch schneller schießt, der Pfeil, als an der Stelle. So, keine Ahnung. Beziehungsweise der Schwanz tut dann irgendwie anders, der Schwinge, wenn er sich direkt hingehockt hat als der No. Ey, ich bin hier schon über 16 Pfeile geschossen und keine Ahnung. Ich steht sagen, ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Mal getroffen. Wenn das so weitergeht, dann reiche mal 60 Pfeile für die 25 Treffer nicht, ey. Musst du auch ein bisschen weiter links, dann treffe ich ihn quasi, wenn er
wenn er zurückschwingt, also nur links schwingt und dann quasi dort in Ruhe kommt. Ja, so ist besser. So ist besser. So ist gut. Wir treffen wir wenigstens. Ohne allzu oft zu verkacken. Ich möchte aber eigentlich mal langsam die 25 oder 20 bis 25 Pfeile versenkt tun, ey. Ach, wäre doch Zeit. So, dann Drache-Schwert. Dann versuchen wir das jetzt noch mal. Echt, du? Hat er jetzt quasi so schnelles Feuer rausgehauen? Dass ich gar keine Chance habe. So, was wollte man jetzt machen? Ah. Jo, das war halt ewig mit der welche, dass der Havel dann quasi, es hat ja ausgesehen, als wäre er irgendwie Stecke geblückt, ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, ah jo, der wird jetzt irgendwie Stecke geblückt sind, werde ich jetzt nicht mehr bewegen, jetzt muss ich ihn irgendwie treffen. Aber dass er dann natürlich, wenn ich angehe, in dem Moment natürlich wieder direkt drauf haut. Ich könnte Havel auch später machen. Es ist mit dem Drache-Schwert aber tatsächlich geiler. Also zuerst das Drache-Schwert hole. Dann machen wir wenigstens noch ein bisschen schade. Hey, das ist so einfach das Risiko minimiert, dass er mich trifft. Ne? Wenn ich durch das Ganze, sagen wir 8 Mal machen muss oder ob ich das 25 Mal machen muss. Bei 25 muss halt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal ein dummer Fehler inbaut, deutlich größer. Was, der lebt noch? Der hat doch gar keine Energie mehr. So, da runter geht's jetzt zu der Hydra. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. Also das muss man hier aufschreiben, da haben wir mit dem Drache-Schwert. So.
Das geht zurück. Zack. Ah ne. Das machen wir Spannungsbahn. Warte, hier hin. Jetzt muss er wieder laden, ey. Ja, so in der Zeit wieder laden können wir den Taurus-Dämon und der Habel abproben. Also was ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass die ganze Geschichte hier müssen wir auf jeden Fall noch mal machen. Also quasi so die Generalprobe. Zumindest nur für hier fürs Anfangsgebiet, weil so war das jetzt doch alles ein bisschen zu wackelig. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Sicherheit dafür. Und dann wird das aber nicht am Samstag sein, sondern am Montag. Ich glaube zumindest am Montag. Ich muss mal kurz in meine Kalender reingucken. Ah ne, am Montag ist ja Pfingstmontag, bin ich auf dem Geburtstag. Das geht auch nicht. Also jetzt ist zuerst mal dann mehr oder weniger 2 Wochen Pause. Nee, warte mal. Nee, nicht. Am Samstag, 23. ist das, jo genau, da kann ich. Aber am Pfingstmontag kann ich nicht und die Woche drauf ist dann nochmal Tennis. Da müssen wir, also samstags nicht, aber montags wird dann wahrscheinlich gehen, denke ich. Jo, montags geht dort. Also sprich, am Samstag machen wir die ganze Geschichte hier nochmal. Ja. Dann machen wir die ganze Geschichte hier nochmal und dann müssen wir gucken, dass wir nicht so viel dumme Fehler machen. Also wirklich so richtig, richtig dumme Fehler. Jo, ich weiß nicht. Manchmal geht er direkt Akku, manchmal nicht und so. Das ist. Am Pfingstmontag, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Geburtstag, der geht schon mittags los. Aber ja, also bis um 6 packe ich nicht. Also ich denke, ach, wenn ich dann vielleicht nicht so spät heimkomme, aber irgendwie 8 Uhr wird es wahrscheinlich schon werden, ne? So. Warte mal. Es ist halt immer so ein bisschen blöd, weil ich spiele das jetzt hier. Und eigentlich habe ich die ganze Gegner hier schon so oft gemacht, dass ich ziemlich sicher weiß, eigentlich verkacke ich es hier nicht. Oder eigentlich sterbe ich hier nicht sozusagen. Aber das macht es danach wieder ein bisschen... oh, wo kommt denn der her? Ich habe gedacht, da wären nur 2. Das macht es aber auch ein bisschen risikobehaftet, weil man dann so ein bisschen nur dem Motto ist, ah ja, du kannst ja eigentlich nicht viel basieren. Und dann konzentriere ich dich nicht so. Und dann nippel ich ab. Wäre bestimmt irgendein Item gewesen, das man nicht brauche, kenne, aber jetzt sowieso nicht. So, du ist noch was. Ich glaube, das war's technisch.
weiter. Ratte vorziehen, Bezirk der Untoten. Ah, jetzt kommen wir beim Nashorn raus, ne? Das Nashorn ist eigentlich auch okay, Thema. Aber es ist natürlich auch jetzt mit A2 potenzielle Fallstricke. So, jetzt gucken wir mal hier oben. Also hier war einer, durch hier war aber keiner, ne? Der scheiß Lanz! Komm, ich muss zuerst die Himmel die 2 machen. Das ist viel wert. Muss ich mal gucken, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Alter, wo kommt der da jetzt schon wieder her? Lass mich doch jetzt mal in Ruhe meine Notizen ergänzen. Also zuerst die Bogenschütze, dann der Lanzemann. So, haben wir notiert. Alles gut. So, jetzt rüsten wir die Köderschädel aus. Ab zu unten in die Ecke. Sehr gut. Sehr stark. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ohne viel gemacht. Warten wir uns. So, jetzt haben wir dann theoretisch das Nashorn. Wenn wir jetzt das Nashörnchen haben, könnte man eigentlich sich am Black Knight versuchen. Ich weiß nicht so genau, wie der Black Knight ist, ne? Ist der schwer? Ist der nicht so schwer? Also wenn er so schwer ist wie der andere, den man hatte. Ich hätte halt ganz gern, dass der Black Knight hier ganz runterkommt, wo Platz ist. Der kommt so weit runter mit, ne? Gute Obbe. Ist da oben genug Platz für den? Bin ich doof? Ah! Wie bin ich denn an ihm vorbeigelaufen jetzt? Ich sehe nix. Nein! Geh doch runter! Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Wo war denn der jetzt? Wie bin ich an ihm vorbeigegangen?
Ey, wie kommt denn der mehr hinter mich? Wie geht denn das? Nee, runter. Der ist nicht so riskant. Wo kommt der dann her immer? Ich mein, ey, jetzt mal ernsthaft. Zweimal ist er hinter mir, hat er sich hinter mich gebeamt, dann kommt er auf einmal von wo ganz anders runter gesprungen. Also. Also ich fand das, also und das sind halt so Sachen, die ich dann meine. Du kannst du alles draufhauen ohne Ende. Es bringt dir halt einfach nichts, wenn dann so komische Sachen passieren, wie dass du irgendeine Gegner auf Emulsiner dich beamt. Oder dass der auf Emo irgendwie wo ganz anders drunter kommt. Das kostet never alive. Das kostet never. Bin nicht zu knapp. Und der Anne jetzt Anne. Ja, wie lange braucht der bis so noch? Ey, ich
komme damit nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Jetzt war du nicht irgendwo Ingang? Ah, du. Ja. So, hau du nur ab. Das bringt ja gar nichts. So sehe ich schön die Achillessehnen perforiert. Ah! Jetzt ist doch alles Rotze hier halt. Heute ist hier doch wirklich alles Rotze. Larvt nicht halt. Weißt du. Machen wir zuerst den. Am liebsten würde ich das so machen, dass man den wechselt. Kleiner Moment, ich bin gerade angerufen worden. Schreibe ich kurz, dass ich gleich zurückrufe. So. Warum klappt denn das jetzt mit diesem scheiß Tritt nicht? Ach, jetzt macht er ne. Hallo? War der geschlafen oder was? Ach nee, jetzt langsam kommt er angewackelt. Der macht diesen dummen Tritt, Nimi. Haarspore, Pfeil, Radlerstulpe oder was war.
Kellerschlüssel. Tor hoch. Hellebarde. Gehen wir mal hier wieder so ein bisschen die Runde entlang, nicht, dass die anderen uns so sehen und dann melden sie nicht aggro wäre. So. Und jetzt haben wir die Runde noch vergessen. So, jetzt gehen wir zum André. Gargoyle. Mit Hellebarde und Goldhart. Nee, Stein. Wie viel brauchen wir? Das hatte ich mir mal nicht aufgeschrieben an Seelen, um beim André alles zu kaben, was man haben wolle. Nee, das müssen wir vorher schon machen. Also. Glocke läuten. Zu André, dann Shortcut. Ne, den Shortcut, den brauchen wir vorher. Das gibt es nicht. Was ist dann denn sein Problem heute? Bei jeder Änderung kommt so das komische Spinnrad, wenn er hier am Rödel und Mache ist. Aufpassen, im Raum mit Bogen oder Wurfmesser rausziehen. Ah, das habe ich, ist klar. So, und danach kommt quasi der Shortcut. Das heißt, Gegner besiegt der Untoten. Das heißt, das ist der rechts, den wir gebacksteppt haben, wo wir das Holzschild oder was bekommen haben oder Wappenschild. Und danach machen wir den Shortcut, holen uns die Hellebarde für die Gargoyles. Samu, was ist dann denn sein fucking Problem heute? Ich hab hier WLAN, 2/3.
könnte vielleicht dran liegen. Ich habe in der Garage neue Access Point installiert. Dass er sich dann von dem Access Point quasi das WLAN holt, obwohl das schwächer ist irgendwie, statt von dem eigentlichen. So, ich hatte mir aber irgendwo auch aufgeschrieben. Ich könnte echt schwören, also ich könnte wirklich schwören, ich habe mir aufgeschrieben, wie viel, das Glas hatte ich ganz offen gemacht, ne? Hier. Gucken, wo haben wir dann der André? Glocke läuten, dann zu André. Ich gehe mal kurz, also ich hocke mich hier mal hin, dann können wir wenigstens nur Döns. Jetzt gehe ich mal zum André und gucke nur, was der so verkauft. Der verkauft doch bestimmt 8 Teile, weil die müsste ich unter Umständen noch mal aufrüsten. So, pass auf. Also, Gegenstand kaufen. So, das sind 2000, sind 4000 für die Reparaturkiste und die Waffenschmiede. Gehen wir zum anderen, wir brauchen 9. So, wie viel Seele sind das? Brauchen wir eine Tasche rechnen. Also wir brauchen nicht, aber es ist halt angenehmer. Und zwar brauchen wir 18 kleine Scherbe mal 800 wäre 14.400. Dann brauchen wir die Reparaturkiste und die Waffenschmiedekiste sind 4000. Dann müssen wir noch die Pfeile aufstocken. Was kostet so Pfeile? 10. Also sagen wir mal, so wäre 1000 A noch ganz gut. Bedeutet, summa summarum, wir brauchen 18, 19,5, also sagen wir mal knapp 20.000 Seele. So, 20.000 Seele haben wir natürlich nicht. Und von dem bisschen hier kriegen wir die auch nicht. Das bedeutet mit anderen Worten, wir müssen auf jeden Fall zuerst die Gargoyles machen, bevor wir den André töten können.
Da muss ich mal gucken, wie ich dem das beibringen kann. So, ist egal. Wir gehen jetzt dort hoch und machen die Gargoyles. Muss ich mir mal überlegen, wie ich dem das beibringen kann. Dass der sich das WLAN... Ach geil, das Gäste-WLAN hat voller Empfang und mein normales WLAN 0. Und das gleiche Access Point. Ach, jetzt hat er bei jetzt hat er beim normalen WLAN auch wieder voller Empfang. Also das ist aktuell ein bisschen arisch komisch, wenn ich ehrlich bin. Wo ist mein... So, jetzt haben wir jetzt gespeichert. So. Geht mit dir ab. Nicht viel. Jetzt holen wir uns hier den Kollegen. Der kann schön hier rauskommen. Stark. Der haut hier fast so viel drin wie der Pavlinho. Ah jo, du der Sauve. Das schien grad recht. Das schien grad recht. Ah ne, ich habe nicht die falsche anmarkiert. Ich habe nicht den Black Knight, sondern die Bärnecke Knight, der wie er heißt, kaputt gemacht. So, Fürstenseelche, Flitzebogen. Alter. So, da ist schon mal viel wert, dass der Kanzler weg ist. Ah, stimmt, du war ja was. Komm, Mähne. Ja gut, normalerweise darf mich die eigentlich schon drin gehen. Die andere, die gucken in eine andere Richtung, ne? Wo kommt der jetzt her? Habe ich nicht ihn geladen, wenn ich ehrlich bin. Ach, das ist doch einer von denen Pfanne gewesen. Naja. Ja, schon wird es besser herausziehen dann, ne? So. Warte mal, wenn wir die jetzt eh kaputt gemacht haben, dann können wir ja gucken, ob da unten noch irgendwelche Items liegen, ne? Ja, da ist noch eine.
Hatte ich mir auch nicht vorgestellt. Vor allem halt mal ein bisschen Glück. Das ist hier so einer mit so einem Parry-Schild. Da hat er auch nicht viel gefehlt, da hat er uns nämlich weggeparried und hat es platt gemacht. So, jetzt wird's interessant. Jetzt kommen hier die ganze viele kleine Hutzegrutze Gegner. Ich meine, die halten natürlich einen Haufen nichts aus. Aber es sind halt dort vor viele. Was ein Massaker, ey. Brutal. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, war hier noch irgendwie ein Item? War da auch noch ein Gegner? Nee. Ich würde tatsächlich sagen, bevor wir jetzt den Gegner hier oben machen, so rechts hoch, also geradeaus hoch, gehen wir Richtung Gargoyles. Das müsste ja eigentlich machbar sein. Hier auf so einer Zwischenebene hätten wir eigentlich auch können noch ein bisschen Items verstauen. Ne? So. Jetzt schnappen wir uns. Punkt 1. Die Hellebarde. Punkt 2. Das Goldharz. Das Schild. Brauchen wir, würde ich sagen, nicht unbedingt. Vielleicht, eventuell. Komm, jetzt machen wir das mit so drauf, weil nachher haben wir vielleicht nicht mehr so Zeit. So, jetzt kommst du bitte davor. Halt! Ich kenn schon wieder Kotze. Dieses Hochfliegen, ne? Das geht mir sowas von auf die Schlembändel. Jetzt wird's halt blöd, weil beide Dosen, ich weiß wie es ist. Ja. Ich verstehe das nicht. Als ich die einzeln gemacht habe, also als ich den Safe-Stand geladen habe, um die zu machen. Erster Versuch, direkt alles kein Thema. Jetzt guckt der an die Scheiße. Das hat schon angefangen mit dem komischen Hochfliehe, wo er dann so runtergetroppt ist und mich jedes Mal erwischt hat und ich dann nicht ausweichen konnte und bla. So damit hat das schon angefangen. Ach so, stimmt, da war ja was. Warum kann er dann jetzt kein Backstep mehr machen? Nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen.
Hier ist das mit der helle Bade wahrscheinlich auch gar nicht so dumm, hier durchzugehen. Das ist nämlich einfacher als mit dem Schwert. Warte mal, wo ist denn das hier? Gargoyles, Zauberer mit Bogen platt machen. Dann im Flur kämpfen wir mit der helle Bade. Jetzt haben wir natürlich auch nur noch Goldharz. Das ist natürlich auch wieder genau scheiße. Ah, ja. Jo, duck dich doch. Ist der Anne jetzt schon da? Nee, ne? Jo, ist er schon da. Der ist aber nicht von Anfang an da dann, oder? Ich meine, gut, ist ja egal. Beim No-Death-Run, wenn wir da drin kommen, ist ja eh die Cutscene. Von daher ist das hier wahrscheinlich egal, ne? Wo sind wir dann? Finsterwurz, Bezirk der Untoten, Gargoyles, Load. Brauch langsam Lade. Hat ich wieder aufgehängt oder was? Scheinbar hat er sich wieder aufgehängt. Jo. Hat er mir jetzt nicht gepasst, dass ich so Spielstand geladen habe, ne? Dark Souls, wo haben wir das dann? Keine Rückmeldung, jo, ich merke es. Task beenden. Spiel starten. Ich muss jetzt die Gargoyles noch mal machen. So. Jetzt tun wir nochmal hier die Gargoyles. Load, Save Game, fortfahren. Warum das dann manchmal nicht funktioniert. So, jetzt gehen wir hier hin. Die helle Bade. Ja, haben wir. Weg damit, weg damit. Und Goldharz. Hier, zack. Nee, komm du Moschee vor. Mir hatte ja eigentlich abgemacht, dass wir da vorne bei den Nebelwand kämpfen. Warum klappt denn das jetzt nicht mehr? Die letzten drei Versuche, die haben wir bestimmt 5-mal gemacht und gepackt. Und jetzt auf einmal läuft es nicht mehr.
Gargold, eine helle Bade Goldharz, Rüstung, klar, Schwanz abschlagen, brauchen wir nicht unbedingt. Beenden. Eieiei, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben noch einen Haufen Arbeit vor uns, bis wir uns No Death Run mäßig einer dreistelligen Punktzahl auch nur ansatzweise nähern. Ich habe hier dann immer so die Gegner, also die Bossgegner so einzeln gemacht, ne? Und das war eigentlich ja immer kein Problem. Aber jetzt irgendwie... Diese 360-Grad-Schwinger, die gehen mir auch so auf den Sack. Der 180, was der jetzt nicht, wie weit der sich so dreht. So, der zweite ist eigentlich dann einfacher. Bei dem Feuerkram, den kann man nämlich besser ausweichen. Wo ist denn da jetzt das Problem? Es ist nicht zu fassen, ey. Kann ich mich aufregen. Von morgens früh bis abends spät könnte ich mich aufregen. Wäre das jetzt so schwer gewesen? 10.000 Handicap. Vorhin hatte man so, so um die 10, als wir da hingegangen sind. Dann hätte man die 20 gehabt, die man für der André ohne gebraucht hat. Jo. Ist ja jetzt auch egal. Brauchst auch die Klopfen mit der Binde. Also auf jeden Fall am Samstag, das müssten wir mal hinhauen. Irgendwas war, aber ich meine nichts Entscheidendes. Also am Samstag rechne ich jetzt noch mit einem Stream. Und dann machen wir die ganze Geschichte hier nochmal. Wir starten neu, ohne zu sterben. Schon gar nicht dumm zu sterben. Ich habe mir jetzt noch mal ein paar Notizen gemacht, nochmal ergänzt, die Reihenfolge noch mal ein bisschen angepasst. Vom Aufleveln her ein bisschen was dazu geschrieben, wie ich aufleveln will. Und dann wird das schon irgendwie einigermaßen hinhauen. Was hat die helle Bade hier so für Statistik? D auf Stärke und D auf Beweglichkeit. Ja gut, wenn wir dann... Ja. Gut, also dann wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich am Samstag. Nächste Montag, also Pfingstmontag, ist nix. Aber am Samstag plane ich auf jeden Fall nochmal in, dann machen wir hier nochmal einen Versuch, wo bis zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir der André töte und gegebenenfalls bis zum Schmetterling, dann holen wir noch die Steinrüstung, Schmetterling und dann haben wir das Anfangsgebiet schon mal ganz gut abgegrast. Wenn man das schon mal packen würde, ohne zu sterben, das wäre eigentlich schon mal ganz geil. Ja. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, wie wir heute gesehen haben, aber ja, das kriegen wir dann irgendwie hin. So, also, bis dann. Ciao.